Im Rahmen des Jahres der Dankbarkeit gegenüber Seiner Heiligkeit, dem 14. Dalai Lama der tibetischen Zentralverwaltung, organisiert das Amt für Information und internationale Beziehungen, kurz DIR, diese einwöchige vorab aufgezeichnete Video-Vortragsreihe über die 4 Hauptverpflichtungen Seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama: die Förderung menschlicher Werte, die Förderung religiöser Harmonie, die Erhaltung der tibetischen Kultur und Umwelt und die Wiederbelebung der altindischen Weisheit. Diese 4 Verpflichtungen spiegeln die lebenslange Überzeugung und das Bemühen Seiner Heiligkeit des Dalai Lama wider, eine friedlichere und tolerantere und rationalere Welt zu schaffen, um der jungen Generation Hoffnung zu vermitteln. Auf Deutsch haben wir 2 Sprecher. Zunächst Geshe Gesang Wangmo, die über die 4 Verpflichtungen Seiner Heiligkeit des Dalai Lama sprechen wird. Geshe Gesang Wangmo ist die offizielle deutsche Übersetzerin Seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Sie ist auch die erste buddhistische Nonne, die den Abschluss als Geshe-ma erhielt. Die Vision Seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lama. Mit 4 Verpflichtungen zu mehr Glück und Harmonie. Seine Heiligkeit, der 14. Dalai Lama, spricht häufig über die grundlegenden Verpflichtungen, die er übernommen hat, um auf einfache Weise seine Vision von einem auf Mitgefühl und Werten basierenden Zusammenleben der Menschen zu veranschaulichen. Im Rahmen der ersten Verpflichtung versteht sich seine Heiligkeit als einer der 7 Milliarden Menschen dieser Erde und möchte seine Mitmenschen ermutigen, glücklich zu sein und menschliche Werte im Zusammenleben zu praktizieren. Die zweite Verpflichtung hat seine Heiligkeit in seiner Funktion als buddhistischer Mönch angenommen. Er möchte zu der Harmonie aller religiösen Traditionen beitragen. Die dritte Verpflichtung hat seine Heiligkeit in der Rolle als Tibeter und als Dalai Lama übernommen. Weil er in dieser Funktion ein Hoffnungsträger und eine Vertrauensperson für das tibetische Volk ist, setzt er sich für die tibetische Kultur und Sprache und den Erhalt der tibetischen Natur ein. Vor einigen Jahren hat er noch eine 4. Verpflichtung angenommen, und zwar möchte seine Heiligkeit das Bewusstsein für den Wert des altindischen Wissens unter den jungen Menschen in Indien von heute wiederbeleben. Aus Sicht seiner Heiligkeit ist Indien in der Lage, wertvolles altes Wissen mit modernem Wissen zu kombinieren, was wiederum für die heutige Gesellschaft von großem Nutzen wäre. Wenn ich seine Heiligkeit auf Reden, Veranstaltungen oder in Online-Videoschaltungen erlebe, habe ich stets das Gefühl, dass er seine 4 Verpflichtungen vollkommen verinnerlicht hat. Er scheint sie in jedem Moment wie selbstverständlich zu leben und die Inhalte mit seinen Worten und seiner Körperhaltung zu kommunizieren. Und das in der Regel mit einem sehr offenen Lächeln im Gesicht. Es sieht einfach mühelos aus und ich kann ihm die Freude ansehen, die er dabei hat, dass er seinen Verpflichtungen nachgehen kann. Sehr häufig erläutert seine Heiligkeit seine Verpflichtungen auch kurz seinen Gesprächspartnern und gibt Beispiele, die aufzeigen, das können wir auch. Und daher möchte ich heute mit Ihnen zusammen die 4 Verpflichtungen seiner Heiligkeit betrachten und überlegen, wie wir sie in unser eigenes Leben integrieren und auf diese Weise die Vision seiner Heiligkeit unterstützen können. Erste Verpflichtung: Menschen ermuntern, glücklich zu sein und menschliche Werte im Zusammenleben zu praktizieren. Mit seiner ersten Verpflichtung möchte seine Heiligkeit zunächst einmal alle Menschen dazu ermuntern, glücklich zu sein und einen friedvollen Geist zu haben. Seine Heiligkeit versteht sich dabei als einer der 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde und weiß, wir alle möchten glücklich sein. Das ist der eine Wunsch, den wir alle haben. Darin sind wir uns alle gleich. Seine Heiligkeit erinnert uns immer wieder, dass ein unruhiger, aufgewühlter Geist nicht zu Glück und Frieden führen kann. Ganz gleich, wie gut es dem Körper geht oder wie viele materielle Besitztümer wir haben. Wenn unser Geist jedoch ruhig und friedlich ist, dann können wir auch körperliche Schmerzen in größerer Ruhe ertragen.
und herausfordernde Situationen in unserem Alltag oder in Zusammenhang mit den materiellen Besitztümern werden uns nicht so einfach aus dem Gleichgewicht bringen. Stattdessen können wir mit Ruhe eine derartige Situation annehmen und Lösungsmöglichkeiten finden. Einen solchen ruhigen Geist können wir nur entwickeln, wenn wir unser Denken und Handeln von menschlichen Werten leiten lassen. Mitgefühl, Vergebung, Toleranz, Zufriedenheit und Selbstdisziplin. Diese Werte nennt seine Heiligkeit auch universelle Werte oder säkulare Ethik. Alle Menschen können davon profitieren, wenn sie diese Werte in ihrem Leben ausüben. Ganz gleich, welcher Religion sie angehören oder ob sie keine Religion haben. In seinem Appell „Ethik ist wichtiger als Religion“ spricht sich seine Heiligkeit deutlich dafür aus, dass wir eine neue Ethik jenseits aller Religionen brauchen. Eine Ethik, die für alle Menschen, auch für Atheisten und Agnostiker, von Nutzen ist und die auf elementaren menschlichen Werten beruht. Inspiriert wurden diese Gedankengänge von Einsichten, die seine Heiligkeit in Indien gewonnen hat, wo ganz unterschiedliche Religionen im Wesentlichen friedlich, harmonisch und in Toleranz miteinander leben. Die Grundlage für dieses friedliche Miteinander sind die indischen Prinzipien von Karuna, dem Mitgefühl, und Ahimsa, der Gewaltfreiheit jenseits aller Religionen. Auf vielen Vorträgen hat seine Heiligkeit inzwischen das Prinzip der säkularen Ethik erläutert und es auf diese Weise unzähligen Menschen vermittelt. Wir können alle unser tagtägliches Leben ansehen. Wie werden wir uns verändern, wenn wir unseren Geist daran gewöhnen, in jedem Moment von Mitgefühl durchflutet zu sein und auf den universellen Werten Vergebung, Toleranz, Zufriedenheit und Selbstdisziplin basierend zu handeln? Wird uns das näher an die Verwirklichung unseres Wunsches, glücklich zu sein, bringen? Viele von uns werden mit Ja antworten. Nur wissen wir auch, dass der Geist sich nicht von alleine so einfach ändert, sondern es eines kontinuierlichen Übens und Erinnerns bedarf. Ein wichtiger Ansatzpunkt für die Verankerung des etlichen Handelns in einer Gesellschaft ist Bildung. Seine Heiligkeit erinnert uns oft daran, dass es in unserer Welt sehr viele, sehr hochgebildete Menschen gibt, die aber in ihrem Leben nicht wirklich glücklich sind. Das liegt seiner Ansicht nach daran, dass unser modernes Bildungswesen zu sehr an materiellen Zielen ausgerichtet ist. Um glücklich zu sein, brauchen wir jedoch Werte. Dazu gehört das Mitgefühl für andere Menschen. Und das kommt dann nicht nur anderen zugute, sondern es gibt uns selbst inneren Frieden und innere Stärke. Und damit können wir all den Herausforderungen der heutigen Zeit in angemessener, mitmenschlicher Weise begegnen und für die Gesellschaft positiven Nutzen erzielen. Und dazu gehört auch die Gewaltlosigkeit, sodass wir andere weder physisch noch verbal verletzen und schädigen. Wenn wir in unserer Zeit im Kindergarten, an der Schule und im Rahmen unserer weiteren Ausbildung diese Werte kennenlernen und erfahren, wie wir mit unseren Emotionen in einer für die Gesellschaft gesunden Weise umgehen können, dann werden wir auch in unserem weiteren Leben für unsere Gesellschaft gute Entscheidungen treffen können. Ganz gleich, ob es ein Forscher ist, der zu Arzneien und Impfstoffen arbeitet, ob es ein Programmierer ist, der Anwendungen in der künstlichen Intelligenz entwickelt, oder wie wir unser Zusammenleben in unserer Gemeinschaft gestalten. Basierend auf Werten können wir Glück und ein friedvolles Miteinander bewirken. Seine Heiligkeit spricht in diesem Zusammenhang auch davon, dass wir nicht nur die physische Hygiene brauchen, sondern auch eine emotionale Hygiene. Aus diesem Grund hat seine Heiligkeit bereits 1998 eine Zusammenarbeit mit der Emory-Universität in Amerika gestartet, aus dem ein Bildungsprogramm entwickelt wurde, das weltweit eingesetzt werden kann. Es handelt sich hierbei um
soziales, emotionales und ethisches Lernen, auch C-Learning genannt, auf dessen Basis die ethische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gefördert wird. Dafür wurden Lehrpläne für verschiedene Jahrgänge aufgesetzt, mit Lektionen, die leicht im Unterricht behandelt werden können, und es wurden für die Lehrenden und Erzieherinnen und Erzieher Lehrmaterialien entwickelt, anhand derer sie sich gut vorbereiten und weiterbilden können. Auch Aufmerksamkeitstraining, Kultivierung von Mitgefühl und Resilienztraining werden integriert. In vielen Ländern wird dieses Programm inzwischen eingeführt. In Indien ist zum Beispiel die Max India Foundation der offizielle Partner des Programms. Sie bieten bereits Trainingsmöglichkeiten und Materialien für Lehrende und Erzieherinnen und Erzieher in Delhi und Mumbai an und hatten bereits über 180 Teilnehmende. In der Ukraine ist EdCamp Ukraine, eine Nichtregierungsorganisation, die zur Bildung arbeitet, der offizielle Partner des Programms Soziales, Emotionales und Ethisches Lernen der Emory-Universität. Dort gibt es inzwischen 26 Schulen, an denen dieses Programm seit 2019 eingeführt wird. Oleksandra Elkin, der Leiter von EdCamp Ukraine, sagt, dass sie mit dem Programm jungen Menschen im Wesentlichen 3 Fähigkeiten vermitteln wollen. Zum einen ein gutes Verständnis von sich selbst und das Bemühen, andere zu verstehen, dann die Fähigkeit, gegenüber allen Menschen tolerant zu sein und als drittes das Verständnis, dass jeder Einzelne die Möglichkeit hat, in der Gesellschaft etwas zum Besseren zu bewirken. Und im deutschsprachigen Raum haben in Deutschland das Tibet-Haus Frankfurt und in der Schweiz der Verein Achtsamkeit Schule Bildung sich zum Ziel gesetzt, das Programm Soziales, Emotionales und Ethisches Lernen zu vermitteln. In Deutschland findet das im Rahmen einer Pilotphase statt, in der als Auftakt ein Workshop für 40 Lehrerinnen und Lehrer angeboten wurde. Ein erstes Fazit war, dass die Prinzipien der säkularen Ethik sehr wichtig für die Entwicklung eines Kindes sind. Es aber auch sehr entscheidend darauf ankommt, inwieweit die Lehrenden oder Erzieherinnen und Erzieher das Thema selbst verinnerlicht haben und lernen. Lassen Sie uns jetzt jeder für sich einen Aspekt der ersten Verpflichtung seiner Heiligkeit nehmen, den wir gerne ab sofort selber umsetzen möchten. Auf diese Weise können wir ganz einfach seine Heiligkeit dabei unterstützen, seine Vision zu erreichen. Wir können mit einem Aspekt, der uns vergleichsweise einfach fällt, anfangen und dann später im Verlauf schrittweise weitere Aspekte dazunehmen. Und lassen Sie uns daran denken, in welcher Weise seine Heiligkeit seine Verpflichtungen wahrnimmt. Mit einer großen Freude, dass er ihnen nachgehen darf und dass er auf diese Weise dazu beitragen kann, dass alle Menschen glücklich sind und menschliche Werte im Zusammenleben praktizieren. Zweite Verpflichtung: Harmonie zwischen religiösen Traditionen fördern. Wir haben eben über die erste der 4 Verpflichtungen gesprochen, die seine Heiligkeit übernommen hat, um auf einfache Weise seine Vision von einem auf Mitgefühl und Werten basierenden Zusammenleben der Menschen zu veranschaulichen. Es ging dabei darum, dass seine Heiligkeit sich selbst als einer der 7 Milliarden Menschen dieser Erde sieht und seine Mitmenschen ermutigen möchte, glücklich zu sein und menschliche Werte im Zusammenleben zu praktizieren. Wir haben auch darüber nachgedacht, wie sehr seine Heiligkeit das Ausüben seiner Verpflichtungen verinnerlicht hat und wie viel Freude es ihm bereitet, sich seinen Verpflichtungen zu widmen. Anschließend haben wir uns dann angesehen, wie wir zumindest einen von uns selbst gewählten Aspekt der Vision seiner Heiligkeit auch in unser Leben integrieren können. Damit können wir ihn unterstützen und ihm Freude bereiten. Jetzt kommen wir zu der zweiten Verpflichtung. In seiner Funktion als buddhistischer Mönch hat seine Heiligkeit die Verpflichtung angenommen, Harmonie zwischen den religiösen Traditionen der Welt zu fördern.
Er betont immer wieder, dass die großen Weltreligionen in ihrer Philosophie zwar Unterschiede aufweisen, doch sie haben alle gemeinsame Werte wie liebevolle Zuneigung und Vergebung und das Potenzial, das Gute in den Menschen zu fördern. Ganz zentral ist dabei die Fürsorge um das Wohl anderer Lebewesen in der Gemeinschaft. Letztendlich sind Liebe und Mitgefühl wesentliche Bestandteile für das Überleben von Einzelnen und der Gesellschaft. Auch bieten alle großen Weltreligionen Lösungsansätze dafür, wie ein unruhiger, aufgewühlter Geist beruhigt werden kann, beziehungsweise wie dem vorzubeugen ist, dass er überhaupt in einen solchen Zustand gerät. Trotz all dieser Gemeinsamkeiten kam es in den vergangenen Jahrhunderten doch leider immer wieder zu Kriegen und Konflikten, in denen auch Weltreligionen eine Rolle gespielt haben. Seine Heiligkeit ist daher der Ansicht, dass die Förderung von Harmonie und Einheit unter den religiösen Traditionen sehr wichtig ist, genauso wie das Zeigen von Respekt und Achtung füreinander. Hinsichtlich der Praxis der einzelnen Praktizierenden hat seine Heiligkeit einen klaren Standpunkt. Zunächst einmal kann jeder Mensch für sich selbst entscheiden, ob er eine Religion annehmen möchte oder nicht. Beides ist vollkommen in Ordnung aus seiner Sicht. Es gibt sehr viele Religionen auf der Welt. Sie alle haben sich in dem jeweiligen Kontext der Kultur entwickelt, sodass sie zu der Gesellschaft dort gut passen. Seine Heiligkeit empfiehlt daher in der Regel, am besten die Religion beizubehalten, in die man hineingeboren wurde. Es ist nicht so einfach, eine Religion zu wechseln. Das erfordert in der Regel eine sehr detaillierte Auseinandersetzung mit vielen neuen Dingen, die nicht immer einfach zu verstehen sind, wenn man aus einem anderen Kulturkreis kommt und einen ganz anderen Erfahrungsschatz hat. Manchmal kann ein Wechsel zwischen den Kulturen einfach nur Verwirrung bei einer Person stiften. Und für den Fall, dass man andere Menschen konvertieren möchte, so erwähnt seine Heiligkeit in der Einleitung zu dem ersten Band über Wissenschaft und Philosophie in den indischen Werken des Buddhismus, dass das der Harmonie der verschiedenen Religionen auch schaden kann. Wenn man sich für eine Religion entschieden hat, dann sollte man sie auch aufrichtig praktizieren. Tag für Tag. Anderen zu erzählen, man habe eine bestimmte Religion angenommen, sie dann aber nicht im Alltag zu praktizieren und sich nicht zu bemühen, im eigenen Geist Fortschritte zu machen, das ist nicht im Sinne seiner Heiligkeit. Seine Heiligkeit warnt auch davor, dass man auf Basis der Wertschätzung für die eigene Religion gegenüber anderen religiösen Traditionen voreingenommen sein könnte. Seiner Ansicht nach ist es wichtig, mit Offenheit und Respekt anderen Religionen zu begegnen. Für seine Heiligkeit ist es stets ein wichtiges Anliegen, den Austausch und Dialog mit anderen Religionen zu fördern. In Indien und anderen Ländern trifft er sich bei seinen Reisen immer wieder mit den Vertreterinnen und Vertretern anderer Traditionen und nimmt an interreligiösen Dialogen statt. Dabei zeigt er eine große Wertschätzung für sie und ist immer offen für ein Lachen und gemeinsamen Humor. Denn damit lässt sich noch viel leichter ein Miteinander und eine Wertschätzung füreinander aufbauen. Indien ist aus seiner Sicht ein gutes Beispiel dafür, dass viele unterschiedliche Religionen gemeinsam in einem Land leben können und interreligiöse Harmonie möglich ist. Es ist sicherlich nicht immer alles optimal, doch insgesamt ist es sehr förderlich für die Gesellschaft insgesamt, wenn Religionen in friedlicher Koexistenz leben und den Austausch untereinander fördern. Seine Heiligkeit wünscht sich aus diesem Grund, dass Indien mit seinem Schatz an Erfahrungen die religiöse Harmonie in der Welt fördert und insbesondere für Länder, in denen es lange und schwierige Konflikte gibt, ein Beispiel sein kann. Erst kürzlich hat sich seine Heiligkeit an einem Online-Austausch mit Vertretern der muslimischen Jugendbewegung Malaysias und dem tibetisch-buddhistischen Kulturzentrum Malaysias zu einem Austausch über Liebe und Mitgefühl in den beiden Religionen getroffen. Er machte deutlich, dass das Zusammentreffen für ihn eine Ehre sei und schilderte, wie sehr der Austausch mit Muslimen zu der tibetischen Kultur gehört. Bereits in der Kindheit erlebte
erlebte er muslimische Familien als ein Teil der Gemeinschaft in dem kleinen abgelegenen Dorf, in dem seine Familie lebte. Seine Heiligkeit berichtete auch, dass zur Zeit seiner Heiligkeit des 5. Dalai Lama Muslime aus Ladakh nach Lhasa kamen und ihnen dort vom Dalai Lama Land zugeteilt wurde, um darauf eine Moschee bauen zu können. Und in der tibetischen Regierung war es üblich, dass Vertreter der muslimischen Gemeinschaft zu offiziellen Veranstaltungen eingeladen wurden. Auch in Deutschland hat sich seine Heiligkeit bei seinen Besuchen immer wieder mit Vertreterinnen und Vertretern der Kirchen getroffen oder an einem Dialog mit der Akademie der Weltkulturen teilgenommen. Neben dem Füreinander Offensein und der Entwicklung von Harmonie steht dabei auch immer der Aspekt des Voneinanderlernens im Mittelpunkt. Ein wunderbares Beispiel für religiöse Harmonie und Voneinanderlernen ist die tiefe und mit viel Freude verbundene Freundschaft zwischen seiner Heiligkeit und dem Erzbischof Desmond Tutu. Unvergessen ist für uns alle das Lachen der beiden spirituellen Menschen während des gemeinsamen Tanzes auf der Bühne im Tibetan Children Village in Dharamsala im April 2015. Sie zeigen, dass auch schwierige Situationen kein Hindernis dafür sind, Freude, Zuversicht und Harmonie zu entwickeln und im eigenen Leben zu etablieren. Lassen Sie uns nun noch einmal innehalten und überlegen, wie können auch wir in unserem Alltag die Harmonie zwischen den unterschiedlichen Religionen fördern. Wir können zum Beispiel in unserer Gemeinde, an dem Ort, an dem wir leben, offen mit anderen großen religiösen Traditionen in Kontakt treten und durch Austausch und Dialog das Verständnis und die Harmonie untereinander fördern. In unseren Zentren oder spirituellen Treffpunkten Veranstaltungen und Diskussionsthemen anbieten, zu denen wir auch Menschen anderer religiöser Traditionen einladen. Aktiv auf Menschen, die aus anderen Kulturkreisen in unser Land gekommen sind, zugehen und ihnen zeigen, dass sie willkommen sind. Und uns gemeinsam für wichtige Themen der Gesellschaft, wie zum Beispiel für in Armut und Not geratene Menschen oder den Klimaschutz einsetzen. Ist etwas dabei, was Sie schon praktizieren oder was Sie schon planten? Lassen Sie uns auch zu der zweiten Verpflichtung einen Aspekt auswählen, den wir ab sofort auch gerne in unserem Leben praktizieren möchten. Und lassen Sie uns dabei an die Freude denken, mit der seine Heiligkeit und Erzbischof Desmond Tutu sich dafür einsetzen, Harmonie und Glück zu allen Menschen der Erde zu bringen. Dritte Verpflichtung: die tibetische Sprache und Kultur erhalten und die Umwelt schützen. Wir haben bisher über die ersten beiden der 4 Verpflichtungen gesprochen, die seine Heiligkeit übernommen hat. Mit der ersten Verpflichtung möchte seine Heiligkeit alle Mitmenschen ermutigen, glücklich zu sein und menschliche Werte im Zusammenleben zu praktizieren. Mit der zweiten Verpflichtung möchte er die Harmonie zwischen den religiösen Traditionen fördern. Wenn ich über das deutsche Wort Verpflichtung nachdenke, so denke ich auch an die Konnotation Pflicht oder Pflichtübung, was im Deutschen häufig als etwas verstanden wird, das man eben tun muss, wofür es aber schon eine gewisse Anstrengung braucht, um uns daran zu erinnern, es dann auch wirklich zu tun. Für seine Heiligkeit sind seine Verpflichtungen ganz etwas anderes. Es ist etwas, das er sich vorgenommen hat, um seine Vision von einem Leben in Glück und Harmonie für alle Menschen zu verwirklichen. Und so geht er es mit Freude, Engagement und Tatkraft in jedem Moment seines Lebens an. Die Verpflichtungen sind vollkommen in seine Rede und seine Handlungen integriert. Ich empfinde es als sehr kostbar, seine Heiligkeit so erleben zu dürfen und diese Herangehensweise dadurch auch für mein eigenes Handeln als Vorbild zu nehmen. Die dritte Verpflichtung seiner Heiligkeit als Tibeter und in der Funktion als Dalai Lama Die dritte Verpflichtung hat seine Heiligkeit als Tibeter und in der Funktion als Dalai Lama übernommen, um das tibetische Volk darin zu unterstützen, die tibetische Tradition und die Lebensbedingungen in Tibet zu erhalten.
In diesem Bereich setzt er sich insbesondere für die tibetische Sprache und Kultur sowie den Umwelt- und Klimaschutz ein. Die tibetische Sprache ist die Grundlage für all die kostbaren Texte, die wir heute im Bereich der tibetisch-buddhistischen Philosophie studieren können. Wir alle wissen, wie schwierig es ist, diese Texte adäquat zu übersetzen und wie viel sich nur dann erschließen lässt, wenn wir eine sehr genaue Kenntnis aller Facetten der Sprache haben. Und doch ist die tibetische Sprache seit Jahrzehnten in Gefahr. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch veröffentlichte dieses Jahr einen Bericht, in dem sie zu dem Schluss kommt, dass die tibetische Sprache ganz aus dem Unterricht in Kindergärten und Grundschulen in Tibet verdrängt werden könnte. Und wenn wir uns in der Exilgemeinde der Tibeterinnen und Tibeter umsehen, so sehen wir auch, dass viele Kinder nicht mehr so flüssig und gut Tibetisch sprechen wie früher. Und so ist es sehr wichtig, dass wir alle Tibeterinnen und Tibeter darin unterstützen, Tibetisch zu lernen und dabei helfen, dass die klassische und moderne tibetische Sprache über Online- und Printpublikationen einen bedeutenden Platz behält. Ähnlich sieht es mit der Kultur aus. Musik, Tanz, Literatur, Malerei, traditionelle tibetische Bauweisen und viele weitere Elemente der Kultur. Zum einen braucht es dafür die tibetische Sprache und zudem den Raum, in dem alte Kulturelemente Wertschätzung finden und sich die Kultur in der heutigen Zeit weiterentwickeln kann. Nur wenn wir alle gemeinsam Wege finden, die Kultur zu unterstützen, können wir dem tibetischen Volk die Möglichkeit geben, die Identität zu wahren. Zu dem dritten Punkt in der dritten Verpflichtung äußert sich seine Heiligkeit in der letzten Zeit immer eindringlicher. Wie wir alle ist er tief besorgt über die Zerstörung der Umwelt und über den Klimawandel. Viele wissenschaftliche Studien haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass wir weltweit negative Auswirkungen auf unser Leben zu befürchten haben. Es geht letztendlich um nichts anderes als um das Überleben der Menschheit. Und so verweist seine Heiligkeit in letzter Zeit auch immer wieder darauf, dass die Erde, so wie wir sie heute kennen, zerstört werden kann. Inzwischen ist seine Heiligkeit zu einem sehr wichtigen Fürsprecher für Umwelt- und Klimaschutz geworden. Bereits 1992 hat er auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro eine Rede gehalten, in der er daran appellierte, dass wir alle auf dieser Erde als Teil einer großen Familie leben und dass wir alle den Wunsch haben, glücklich zu sein und kein Leid zu erfahren. Über diese Erkenntnis, dass wir alle in dieser Beziehung gleich sind, sollte eigentlich automatisch Nähe und universelle Verantwortung ohne nationale Grenzen entstehen. Seine Heiligkeit wies auf der Konferenz auch auf die Interdependenz der Phänomene hin, durch die alles in der Natur entsteht. Nur wenn wir es schaffen, diese wechselseitige Abhängigkeit zu verstehen und die Natur und die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen zu schätzen, können wir einen Weg finden, auf diesem Planeten zu leben, ohne ihn zu zerstören. Im Jahr 1993 veröffentlichte seine Heiligkeit das bewegende Gedicht Der schützende Baum, Gedanken eines buddhistischen Mönches über unsere ökologische Verantwortung. Er spricht die Selbstsucht der Menschen an, durch die Wässer verschmutzt und die Schneeberge zum Schmelzen gebracht werden, durch die es Feuer und Krankheiten und einen Überfluss an Schadstoffen gibt. Er verbindet das mit einem Appell, dass wir die Natur achtsam und nicht zerstörend nutzen, so wie es auch in den Sutras angesprochen ist. In Tibet gab es früher auch die Bestimmung, dass kein Mensch Tieren zu Land oder im Wasser Schaden oder Gewalt zufügen durfte. Die einzige Ausnahme bildeten Ratten und Wölfe. Buddha wäre ein Grüner, sagt seine Heiligkeit heute ganz plakativ, um aufzurütteln. Buddha wurde unter einem Baum geboren, erlangte die Erleuchtung unter einem Baum und starb unter Bäumen. Für seine Heiligkeit ist daher klar, dass Buddha sich einer grünen Bewegung oder einer grünen Partei, die sich dem Umwelt- und Klimaschutz widmet, angeschlossen hätte. Und seine Heiligkeit ist ähnlich pragmatisch progressiv. Er unterstützt die Bewegung
Fridays for Future und setzt große Hoffnung darauf, dass die jungen Menschen mit ihrem Mut und ihrer Entschlossenheit zu einem Wandel im Umgang mit der Natur beitragen können. Seine Heiligkeit fordert Staats- und Regierungschefs ganz konkret dazu auf, das Pariser Klimaabkommen umzusetzen, die dringenden Maßnahmen gegen den Klimawandel zu starten und die drohende ökologische Zerstörung zu verhindern. Für das tibetische Gebiet hat er die Befürchtung geäußert, dass es so trocken wie Afghanistan werden könnte, was dann wiederum gewaltige Auswirkungen auf mindestens 1 Milliarde Menschen haben könnte, die von dem Wasser aus tibetischen Flüssen abhängig sind. Und sehr nachdenklich spricht seine Heiligkeit davon, dass die Vielfalt an Tieren und Pflanzen, die er noch als Kind in Tibet kennengelernt hat, heute so nicht mehr besteht. Auch viele der Wälder sind zerstört. Weitere Maßnahmen, die seine Heiligkeit immer wieder erwähnt, sind Baumpflanzaktionen und deutlich verringerter Fleischkonsum, um den Klimawandel zu stoppen. Seine Heiligkeit selbst ist sehr sorgsam im Umgang mit den natürlichen Ressourcen, die er verwendet. Und neben seiner Fürsprache für Umwelt- und Klimaschutz versucht auch immer weiter zu verdeutlichen, dass wir als Menschen auf der Erde eine Einheit bilden. Wir werden gemeinsam die Folgen der Umweltzerstörung und des Klimawandels erfahren und wir können uns dafür einsetzen, dass wir den Planeten für alle Lebewesen erhalten. Insofern ist es wirklich an der Zeit, die starke Betonung des Ich und Mein hinter uns zu lassen und stattdessen mit Liebe und Mitgefühl das solidarische Leben aller Menschen auf dieser Erde zu gestalten. Sie können wesentliche Gedanken seiner Heiligkeit zu Umwelt- und Klimaschutz in dem Buch Klimaappell des Dalai Lama an die Welt nachlesen, das seine Heiligkeit gemeinsam mit dem deutschen Journalisten und Buchautoren Franz Alt veröffentlichte. Wir alle können die 3. Verpflichtung seiner Heiligkeit, den Erhalt der tibetischen Sprache und Kultur und den Umwelt- und Klimaschutz zu fördern, sehr konkret unterstützen. Angefangen von unseren Handlungen im eigenen Haushalt und unserem Lebensstil bis hin dazu, auch eine aktive Fürsprecherin oder ein aktiver Fürsprecher für diese Anliegen zu werden. 4. Verpflichtung. Bewusstsein über den hohen Wert der indischen Traditionen für die heutige Zeit bei jungen Menschen in Indien stärken. Wir haben uns bislang die ersten 3 Verpflichtungen seiner Heiligkeit angesehen. Die erste, mit der er sich als einer von 7 Milliarden Menschen dazu verpflichtet, alle Mitmenschen zu ermutigen, glücklich zu sein und menschliche Werte im Zusammenleben zu praktizieren. Die zweite, mit der er in seiner Funktion als Mönch die Harmonie zwischen den religiösen Traditionen fördern möchte. Und die dritte, mit der er als Tibeter und Dalai Lama das tibetische Volk unterstützt, damit die tibetische Sprache, Kultur und Umwelt erhalten bleibt. Das sind die ursprünglichen 3 Verpflichtungen, die seine Heiligkeit seit vielen Jahren praktiziert. Vor einiger Zeit hat seine Heiligkeit dann noch eine weitere Verpflichtung übernommen. Seit seiner Flucht aus Tibet lebt seine Heiligkeit in Indien und hat eine tiefe Wertschätzung für die alten indischen Traditionen entwickelt. Aus diesem Grund möchte er das Bewusstsein über den hohen Wert der indischen Traditionen für die heutige Zeit bei jungen Menschen in Indien stärken. In der klassischen indischen Philosophie gibt es detaillierte Ansätze zur Logik und Funktionsweise des Geistes und der Emotionen, was mit Praktiken zum Training des Geistes verbunden wurde. Seine Heiligkeit betont immer wieder, wie sehr dieses Wissen heute von großer Bedeutung ist, wenn es mit modernem Wissen kombiniert werden kann und zum Beispiel in die Bildung in der Schule und den Universitäten oder in Wissenschaft und Technologie integriert werden kann. In der heutigen Zeit sind Bildung, Wissenschaft und Technologie viel zu sehr auf materiellen Wohlstand ausgerichtet. Ein guter, gesunder Umgang mit Emotionen wird dabei sehr vernachlässigt. Es geht hier nicht um religiöse Ansätze, sondern um universelle Werte und Ethik, wie sie auch in den klassischen indischen Traditionen vorkommen. Wenn man sie anwendet, kann ein ethisch verantwortungsvolles Handeln in einer Gesellschaft auf ein solides Fundament gestellt werden.
So gibt es in der indischen Tradition zum Beispiel kostbare Ansätze, um einen konzentrierten Geist zu entwickeln. Das ist die Shamatha-Praxis. Und um mit analytischer Einsicht die Funktionsweise des Geistes und der Emotionen zu verstehen. Das ist ein Teil der Vipassana-Praxis, mit der man die Realität verstehen kann. In unserer heutigen, schnelllebigen und sehr auf materialistische Werte ausgerichteten Leben sind diese Herangehensweisen von sehr großem Wert, um Emotionen zu verstehen und auf diese Weise dann die positiven Emotionen zu stärken und negative, schädliche Emotionen zu vermindern. Wissenschaftler haben wiederholt aufgezeigt, dass die menschliche Natur eigentlich auf Liebe und Mitgefühl basiert. Wenn wir es schaffen, negative Emotionen wie Angst, Wut und Misstrauen zu verstehen und abzubauen und stattdessen Liebe und Mitgefühl zu stärken, so hat das für uns selbst und die ganze Gesellschaft einen sehr großen Wert. In diesem Zusammenhang ist auch die Wiederbelebung der Nalanda-Tradition von unschätzbarem Wert. Nalanda ist die älteste Universität der Welt. Sie wurde im 4. oder 5. Jahrhundert unserer Zeitrechnung gegründet und widmet sich den Studien des Buddhismus. Mit dem Niedergang des Buddhismus in Indien zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert verlor auch die Nalanda-Universität an Bedeutung. Die großen 17 Nalanda-Meister sind jedoch bis heute für den tibetischen Buddhismus eine ganz wichtige Grundlage, und so kann nun die Nalanda-Tradition, die in Indien selbst in Vergessenheit geriet, durch den tibetischen Buddhismus wiederbelebt werden. Seine Heiligkeit betont dabei immer wieder, dass das Wissen des tibetischen Buddhismus aus Indien stammt. Schon als kleines Kind hat er Texte von den indischen buddhistischen Gelehrten aus Nalanda studiert und auswendig gelernt. Zum Beispiel von Nagarjuna, Ayadeva, Chandrakirti und Dharmakirti. Tibeterinnen und Tibeter haben insgesamt eine sehr enge Beziehung zu Indien und bezeichnen Indien als kostbares Land, weil Buddha in Indien geboren wurde und die großen Nalanda-Meister in Indien ihre Texte geschrieben haben. Für unser Leben sind auch die beiden indischen Prinzipien Ahimsa und Karuna sehr wichtig, über die wir schon im Zusammenhang mit der ersten Verpflichtung seiner Heiligkeit gesprochen hatten. Ahimsa, die Gewaltlosigkeit, und Karuna, das Mitgefühl. Auf der Basis von Gewaltlosigkeit und Mitgefühl wird auch die zweite Verpflichtung seiner Heiligkeit möglich, das Zusammenleben von Religionen und Gesellschaften in Harmonie. Seine Heiligkeit sagt uns immer wieder, wie sehr sein Denken und Handeln nicht nur von buddhistischen Gelehrten, sondern auch von dem indischen Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi geleitet wurde. Bei seiner Rede zur Entgegennahme des Friedensnobelpreises 1989 dankte seine Heiligkeit Mahatma Gandhi ausdrücklich für die Inspiration, wie durch gewaltloses Handeln ein grundlegender Wandel entstehen kann. Das gewaltlose Handeln Mahatma Gandhis basierte auf den alten indischen Traditionen Ahimsa und Karuna, die er erfolgreich in seiner Zeit zu etwas für die Gesellschaft Relevantem machte. Auch andere große Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Martin Luther King und Nelson Mandela, haben ihr Denken und Handeln an Ahimsa ausgerichtet. Ahimsa wird oft als die Macht der Machtlosen beschrieben. Seine Heiligkeit bezeichnet Ahimsa als die Kraft der Wahrheit und ein Zeichen der Stärke. Seine Heiligkeit betont, dass die Welt auch heute eine solche Herangehensweise braucht, die auf Ahimsa und Karuna basiert. Vielleicht sogar mehr als je zuvor. Wir sehen immer wieder gewalttätige Konflikte in Ländern und zwischen Ländern, aber auch auf der zwischenmenschlichen Ebene. Letztendlich führt Gewalt nur zur Leid und Zerstörung. Das Grundproblem ist die Ich-Bezogenheit von Menschen und dass wir zu wenig über unsere eigenen Emotionen und die Auswirkungen, die unsere Gemütsbewegungen dann haben, wissen. Wenn wir Liebe und Mitgefühl mit Gewaltlosigkeit kombinieren und das damit verbinden, dass wir unseren Geist analysieren und verstehen und ihn ruhig halten können, so haben wir eigentlich die Lösung für unsere Probleme selbst in der Hand. Seine Heiligkeit weist auch darauf hin, dass wir auf diese Weise dem Klimawandel begegnen können und Wege finden können, wie wir die vielen negativen Auswirkungen, die wir jetzt schon spüren, reduzieren oder beseitigen können.
In Zusammenhang mit den ersten 3 Verpflichtungen seiner Heiligkeit haben wir jeweils kurz innegehalten und überlegt, was wir aus der jeweiligen Verpflichtung für uns selbst übernehmen können, um auf diese Weise zu der Vision seiner Heiligkeit beitragen zu können. Lassen Sie uns das auch hier kurz tun. Und lassen Sie uns nun zum Schluss noch einmal kurz die wesentlichen Aspekte der Verpflichtungen seiner Heiligkeit in Erinnerung rufen. Seine Heiligkeit hat die 4 Verpflichtungen angenommen, um seine Vision von einem auf Mitgefühl und Werten basierenden Zusammenleben der Menschen zu verwirklichen. Und damit möchte er allen Lebewesen zu mehr Glück und Harmonie helfen. Die 4 Verpflichtungen hat er angenommen, um Menschen dazu zu ermuntern, glücklich zu sein und auf dem Fundament von ethischen Werten zusammenzuleben, um die Harmonie zwischen religiösen Traditionen zu fördern, um das tibetische Volk daran zu unterstützen, die Sprache, Kultur und die Umwelt zu erhalten und um das Bewusstsein für den Wert der alten indischen Traditionen für das moderne Leben bei jungen Inderinnen und Indern wiederzubeleben. Wir alle können seine Heiligkeit sehr gut in seinem Wirken unterstützen, wenn wir zu seiner Vision beitragen und sie in unser eigenes Denken und Handeln integrieren. Und lassen Sie uns dabei an die Freude denken, die seine Heiligkeit in jedem Moment hat, wenn er mit den Verpflichtungen seine Vision zu mehr Glück und Harmonie umsetzen möchte und sie auch in unser Denken und Handeln integrieren.